Es ist nicht lang gegangen, da kommen die beiden Schwestern auch heim und rufen: «Aschenputtel, stand auf und leucht uns!» Das Aschenputtel hat geinet und da, wie wenn's grad jetzt verwachen würde. Beim Leuchten aber hört's, wie die eine Schwester sagt: «Gott weiss, wer die verwünschte Prinzessin ist, leg sie doch unter der Erde begraben. Der Prinz hat immer nur mit der getanzt. Und wo sie weg war, da hat er überhaupt nicht mehr bleiben und das ganze Fest hat ein Ende gehabt.» «Ja, es war, wie wenn auf einmal alle Lichter ausgeblasen wären», hat die andere gesagt. Das Aschenputtel hat schon gewusst, wer die fremde Prinzessin ist. Aber es hat kein Wörtchen gesagt. Der Prinz hat gedacht, wenn mir alles andere nicht geraten ist, so wird mir der Pantoffel helfen, die rechte Brut zu finden. Und er hat bekannt machen, dass die, wo der goldige Pantoffel passe, soll seine Brut werden. Aber allen war der Schuh viel zu klein. Ja, die Heilige hätte den Fuß nicht einmal reingebracht, und wenn der Schuh doppelt so gross gewesen wäre. Endlich sind auch die beiden Schwestern an die Reihe gekommen, zum Brot machen. Sie sind froh gewesen. Sie hatten nämlich schöne, kleine Füße und haben gedacht, da könne nichts schief gehen. Wäre der Prinz nur gerade am Anfang schon zu ihnen gekommen. «Hört», hat die Mutter heimlich zu ihnen gesagt. «Da habt ihr ein Messer. Wenn euch der Pantoffel doch zu eng sein, so schneidet ihr euch halt ein Stück vom Fuß ab. Das tut ein bisschen weh, aber was macht das schon? Der Schmerz vergeht und eine von euch beiden wird Königin.» Da ist die Älteste in die Kammer gegangen und hat den Pantoffel probiert. Mit den Fußspitzen ist sie reingekommen, aber die Fersel war viel zu gross. Da hat sie das Messer genommen und hat ein Stück von der Ferse abgeschnitten, bis sie den Fuß im Pantoffel reinzwängen. Dann ist sie zum Prinz raus. Wo der gesehen hat, dass sie den Pantoffel anhat, hat er gemeint, das sei seine Brut. Er hat sie zum Wagen geführt und wollte abfahren. Wo sie aber zum Tor kommen, sitzen dort oben die beiden Tauben und rufen: «Ruckedi-Guck, Ruckedi-Guck, Blut ist im Schuck, der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.»